Seid begrüßt, was herzlich. Das ist Proste Jiddisch, der Podcast für alle, was lernen sich Jiddisch. Und das ist schon unsere 30. Episode. Ja, Saison 3 kommt zu Sof und ich hab sehr eine schöne Episode für euch. Wir wollen hören von einer Zuhörer, Elisheva, was hat etwas rekordiert wegen ihr Interesse zum Nähen. Das heißt machen Kleider. Und ich will reden wegen etwas, was ich verinteressiere sich mit Jiddisch auf YouTube. Seid ihr bereit? Gut. Lass mir hören von Elisheva. Shalom Aleichem. Ik heis Elisheva. Ik ben een Jiddisch studentke van de Verenigde Staten. Ik heb lieb schöne Kleider, aber a Sack heinzige Kleider sind gemacht von Polyester in Acrylic, synthetische Stoffen. Bäh. Sie sind nicht bequem. Sie heiß. Nie, vor Jahren, hab ich angehoben aufzunähen meine Kleider. Ich hab gemacht Hemder, Kleidlich und so weiter. Ich knit Watte, Cotton in Linnen. Ich nähe bei Hand und mit der Maschine. Zum erst hab ich gehabt Meure für die Maschine, aber es ist nicht so schwer zu nutzen. Es ist eine Machaya. Ich finde Inspiration in historische Kleider, aber ich habe angehoben, sich zu fragen, was ist jiddische historische Kleidung? Wieso sind jiddische Kleider gewesen anders von den Kleidern von seinen Scheukenem? Lemoschel, in Halleche haben wir den Begriff von Schotnis. Wir können nicht mischen Wohl in Leinen. Es ist euch der Begriff von Sneas. Etliche jiddische Frauen decken oder haben bedeckt die Haar, die Ohrens und dem Hals. Und jeden haben gewohnt über die ganze Welt. Wow, ich habe so viel sich zu lernen. Ich suche Artikeln, Bücher, Bilder und so weiter. Die Geschichte von Kleidung ist ein neues akademisches Thema. Eine jiddische Kleidungsgeschichte ist sehr neu. Lernen wegen Kleider und Nähen ist eine Venture. Das ist all. Seid gesinnt. Hat ihr lieb zu gucken Videos auf YouTube? Ich hab ja. Ich guck Videos wegen Kochen und Essen. Ich guck euch komische Videos wegen die Unterschieden zwischen Kulturen. Und a Wade guck ich jiddische Videos. Was kann man gefunden auf YouTube auf Mamaloschen? A Sach. Chotsch es seien nicht da kein Sach jiddischer YouTubers, kann man gefunden allerlei Videos. Ich will reden wegen ein paar und ich will stellen Verbindungen, Links in dem Transkript. Wollt ihr hören Jiddisch von amaligen Jahren? Man kann hören Interviewen mit a Sach Jiddisch Redes. Wollt ihr hören a heimisch chassidisch Jiddisch? Man kann gefunden chassidische Reklames auf Jiddisch oder lernen sich a bissel chassidisch Jiddisch von jünger Menschen. Und reden dich wegen lernen sich Jiddisch? Man kann auch gucken Lektions. Ich hab sehr lieb 15 Minuten Jiddisch von Motto Didnerin. Spielt a Sach Rolles in die Videos. Sehr komisch.
Und als ihr wollt lachen, kann ich euch rekommendieren die Webserie Yidlife Crisis oder die Videos von Michael Jaschinski. Also absurd. Der Emmes gesagt, Menschen schaffen so viel auf Jiddisch. Ja, man trifft die alte jiddische Filme und eine Sach jiddische Musik, aber dazu seien Rezepten auf Jiddisch, Meises, Pieces und witzige Skizzen. Hat ihr geguckt dem Stickel von Mean Girls auf Jiddisch? Oder was mit dem Video von Chave Daniel Goldbergen, wo redet wegen die Geschichte von dem Städtel Dogschitz und kocht Farfel? Man kann auch gefunden andere proste Jiddisch Gäste auf YouTube, Videos von TikTok-Sternen Cameron Bernstein, Lektions von Julia Elischeven und Moischele Alfonso dazu. Jiddisch blieb. Ich habe viele nicht geredet wegen die alle guten Videos von Vorwärtskanal. Man kann hören die Neues oder Witzen, Schmusen, was es soll nicht sein. Die alten Videos von Ross Perlin, wo fährt herum und redet Jiddisch, gefallen mir sehr. Was seien eure beliebsten Videos auf Jiddisch? Und hat ihr einmal geschaffen Videos? Das Schaffen etwas auf Jiddisch hilft doch als Sach mit dem Lernen sich Jiddisch. Ich hab letztens gehört von einem Zuhörer, was hat einen neuen YouTube-Kanal, wo prüft nutzen sein Jiddisch. Lass mir hören von ihm. Shalom Aleichem, teure Zuhörers. Ich bin David von Deutschland und es ist eine große Kuvert für mir, ein zu sein ein Gast auf die Proste Jiddisch Podcast. Ich hab sehr lieb fremde Sprachen und Literatur und dafür hab ich gegründet ein klein schick YouTube-Kanal mit dem Namen Polyglot Reading, in was ich red in 4 Sprachen wegen Bücher, was ich hab gelernt in der Originalsprache. Im 1. Januar, ich hab angeheuben auf meinen Kanal mit Videos in Deutsch, Englisch und Italienisch. Und im 1. Februar hab ich gemacht mein erstes Video auf Jiddisch und ich bin ein bisschen stolz damit. Der erste jiddische Video ist wegen ein Buch, was ich hab sich bekannt durch Proste Jiddisch. Von Lublin bis New York, von Katja Molodowski. A großen Dank dir, Esther, für Rekommandieren dem Buch. Du bist im Ganzen gerecht. Es ist euch passig für Talmidim von Jiddisch, was seinen a bissel avancierte, aber noch nicht mumches. Mein Jiddisch ist aber nicht ohne kein Täusim. Ich hab angeheuben, lernen sich Jiddisch mit der Jahr zurück. Aber ich will doch machen am wenigstens ein Video auf Jiddisch a jeden Chodisch. Der weitere Video kann sein wegen a Jiddisch Buch, was ich lein jetzt, Motke Ganef von Schulem Asch. Ihr habt euch lieb, leinen Bücher in fremde Sprachen und schmusen wegen Literatur? Euer Soi, besucht mir auf mein Kanal und lasst mir wissen in die Bemerkungen. Ich guck voraus zu euren Bemerkungen auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und awade auf Jiddisch. Proste Jiddisch. A warmer Gruß von Deutschland und bleibt gesund. No, nicht schlecht. Ihr wollt machen ein Video auf Jiddisch? Auf YouTube, TikTok oder anderswo? Für was nicht? Man darf nicht haben ein Jiddisch, was ist im Ganzen perfekt, kedei zu reden und schaffen auf Jiddisch. Als ihr hat gemacht etwas ein Video, lasst mir wissen. Proste Jiddisch hat doch euch ein YouTube-Kanal und dank zu haben wir allemal neue Videos dort. Ich hab euch eine Sache Spielregimes, Playlists, mit die aller Videos, was ich hab der Monat heint in einem Episode. Geht a guck und sagt mir, was seien eure beliebsten Videos.
Und das ist der Sof von Saison 3. Wir werden haben eine kleine Überreise und sein zurück in ein paar Wochen herum. Dank für Zuhören und bis wir treffen sich wieder, seid gesund und red Jiddisch.